Herzlich willkommen zu Episode 70 von Buffcrit Loot mit dem Nico und mit mir. Wir haben wieder spannende Themen für euch. Einerseits im Buff haben wir Mario vs. Donkey Kong, wo gleich schon rauskommt. Nur noch ein paar, nein, was sogar schon draussen ist, seit dem Freitag. Oh mein Gott, ich habe es völlig verpasst. Ich habe einen guten Grund, aber den erzähle ich euch nachher. Dann reden wir ein bisschen über Helldivers 2, wo eventuell sogar der Konsolenkrieg könnte beenden. Ein GTA-Mysterium ist nach 23 Jahren endlich gelüftet worden. Und im Crit könnte es so anders sein. Skull and Bones, das sogenannte nicht Quadruple, nicht Triple A Game, sondern Quadruple A Game. Was es mit dem auf sich hat, das erzählen wir euch noch so gern. Und last but not least haben wir noch zwei ganz, ganz coole Sachen bei uns neu im Shop. Das wird ein Spass für die ganze Familie, sagen wir es mal so. Und damit, hoi zusammen und hoi Nico. Hallo, Spaß für die ganze Familie, super, Ist ja okay. so. Ja, Wahnsinn, ja. Oder für Ja. Friends. Das kann man Für auch natürlich machen. Friends. Gut. Hallo zusammen zu Buffcrit Loot. Wir haben Episode 70. Steffi, überleg dir das jetzt schnell mal. 70 Das ist Episoden. das ist crazy, oder? Das ist crazy. Ja, das ist schon recht lang. Wenn wir bedenken, wir haben vor über 2 Jahren gestartet. Am Anfang haben wir ja noch einmal in der Woche eine Episode gemacht. Wir haben zwar auch da, muss man natürlich sagen, wo das jobbedingt ist, ab und zu mal Ausfälle gehabt, wo wir auch in den Ferien waren oder krank waren, haben wir natürlich nicht ganz jede Woche etwas machen können. Und im März letztes Jahr, also vor etwa 10-11 Monaten, haben wir auf alle 2 Wochen Rhythmus gewechselt. Genau. Yes. Das ist schon, Was sicher auch 70 gut Episoden ist schon eine ordentliche Leistung. Ja, da können wir, glaube ich, ein bisschen stolz auf uns sein, meinst du nicht? Ich finde so, also, aber ich bin jetzt wieder ein bisschen durch die auch schon letzte Woche bin ich ein bisschen durch die alten Folgen gegangen. Und ich muss sagen, hey, wir haben einiges, an Gaming-News zusammengetragen. Wenn man das alles so auf einen Haufen tut und vor allem, wenn man so ein bisschen wie soll ich sagen, wenn man so ein bisschen unsere Entwicklung anschaut und sich so ein bisschen anschaut, wie wir haben ausgesehen damals. Also, Noch jung und knackig. Und ich weiß nicht, ob es möglich ist, jetzt für unsere gerade zuschauenden Leute etwas einzublenden. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Nein. Aber geht mal schauen, es ist echt lustig. Vor allem auch, ich muss auch immer ab mir selber lachen. Ja, ich muss auch immer ab dir lachen, Nico. So, jetzt ab mir? Das Ja, ist jetzt ab mir muss ich nicht lachen. Mo, du bist da auch ziemlich lustig unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich kenne das von mir. Ich mache das seit 12 Jahren. Okay, fair. Es ist schon ein bisschen ein Unterschied, wenn man sich selber seit 12 Jahren sieht oder erst so seit 2 Jahren. Das ist eine Dekade. Fair. Eine True Dekade. True that. Apropos Dekade. Es ist 2 Dekaden her, wo Donkey Kong auf dem Game Boy Advanced ist rausgekommen. Hast du den gehabt? Der Game Boy Advanced? Ich hatte den gehabt. Ich habe den Game Boy Advance immer noch. Der ist hier im Zimmer. Irgendwo. Wie viel Wert hat der heute? Warten wir noch 20 Jahre, dann hat er ganz viel Wert. Sammlerobjekt. Mensch? Ja, denke ich. Ich habe drauf auch nur ein Game gespielt. Und zwar, nein, ganz früher habe ich noch das Pokémon Rubin und Saphir drauf gespielt. Und jetzt habe ich nur noch Yu-Gi-Oh! Ja. Duel Links. Dem Fall nicht Mario vs. Donkey Kong. Leider nicht, aber ich kann mich erinnern, wie das hat ausgesehen. Es war ja das Game, wo der Donkey Kong von oben mit Fässern hat abgeschossen, oder? Yes. Und das ist ja dann schon remastered worden, weil es ist eines der ersten Games, glaube ich, wo der Mario überhaupt ist vorgekommen, ursprünglich auf der Nintendo. Also auf der NES, oder? Nintendo Entertainment System, die erste Konsole, die Nintendo überhaupt hat rausgebracht. Ja, das weiß ich nicht. Doch, also da bin ich fast sicher, da können wir auch den Hibedi-Höstler noch fragen, wenn er rum ist. Der weiss das sicher auch.
Yes. Aber auf was ich eigentlich raus will, ist, dass Mario vs. Donkey Kong 2004, also vor genau 2 Dekaden eben, für Game Boy Advance ist rausgekommen. Und jetzt haben sie es remaked. Also sie sind ja sowieso ordentlich an so einer Remake-Welle dran, Nintendo. Es ist ja vor kurzem erst gerade Mario RPG rausgekommen, wo ja aber in Europa nicht verfügbar war. Das hat es ja nur in Japan und in Amerika gegeben. Und jetzt mit dem Remake ist es auch in Europa verfügbar geworden. Habe ich übrigens auch live bei uns auf Twitch angespielt, 1,5 Stunden. Ist echt witzig. Und eben, klar, wer gerne so rundenbasierte Strategiespiele hat, das ist wirklich mega cool. Das soll das mal anschauen. Und Princess Peach kommt ja jetzt demnächst. Das ist ja das 3. Game, das angekündigt worden ist. Und das jetzt, was nächstes erscheint, ist ja Mario vs. Donkey Kong. Beziehungsweise eben, es ist schon erschienen. Das Ding ist, es ist letzten Freitag ist das rausgekommen. Und letzten Freitag hatte ich es eigentlich gestreamt, aber ich hatte am Nachmittag Schule gehabt. Letzten Tag Schule und darum habe ich irgendwie so einen Knoten im Kopf und darum habe ich irgendwie das Gefühl, es ist noch nicht erschienen. Weil ich streame es nämlich diesen Freitag. Wir haben sowieso eine ganz, ganz krasse Streaming-Woche diese Woche. Heute haben wir den Podcast, also Gaming News. Am Mittwoch streamt der Troy Skull and Bones. Und ich am Freitag Donkey Kong. Also Mario vs. Donkey Kong. Mega geil. Okay. 3 Streams in einer Woche. Ja, das ist eine coole Woche. Ja, richtig, richtig geil. Ja. Das ist wirklich eine coole Woche. Aber eben auch nur, wo ich natürlich letzte Woche nicht konnte Mario vs. Donkey Kong streamen. Yes. Ja gut. Mario vs. Donkey Kong. Allgemein, Steffi, wie ist es bei dir mit den Nintendo-Charakteren Mario, Donkey Kong, wenn du für einen müsstest sein jetzt? Wenn du eine Seite müsstest nehmen, weil das sind ja eher zu Feinde, aber natürlich haben sie ja schon viel zusammen gemacht in dieser ganzen Entwicklung. Würdest du den Donkey Kong oder den Mario wählen? Ich glaube, den Donkey Kong. Sympathisch, sympathisch. Sehr sympathisch. Ich bin einfach kein Fan von, sorry, wenn ich das so sagen, aber ich bin echt gar nicht wirklich so ein Mario-Fan. Ich finde ihn nervig. Ich finde der Luigi auch viel sympathischer. Das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Okay. Nein, also, nein, das Ding ist, ich meine, ich bin halt mit Zelda aufgewachsen und Mario ist für mich immer so, keine Ahnung, ich habe es einfach weird gefunden, so, warum sollte ich einen dicken Klempner mit fettem Bart spielen, so. Keine Ahnung, weißt du, das hat mir irgendwie nie so in den Kopf hineinwollen. Mit fettem Schnauz. Schnauz, ja, genau, der Ultraschnauzer, den er ja hat. Das war bei mir immer so das gewesen, so, das ist, keine Ahnung. Wenn ich wählen kann zwischen Link, der Elfenjungen mit dem blonden Haar und dem Schwert und der Fantasy-Welt, wo die Prinzessin geht retten. Gut, der Mario muss auch die Prinzessin retten, aber es ist gleich so, ja, wenn ich könnte wählen, definitiv Zelda, beziehungsweise eben der Link. Aber ja, und wenn ich muss wählen zwischen Donkey Kong und Mario, dann Donkey Kong. Fair. Also sehe ich genauso. Donkey Kong ist auch einer meiner Lieblingscharaktere im Super Smash Bros., weil es echt so lustig gefunden, die Leute von der Map zu klatschen. Und ich bin ja grundsätzlich nicht so der grosse Nintendo-Spieler. Tatsächlich auch sehr selten Switch gespielt. Ich halt schon, seit Kind. Immer Nintendo, immer. Ich weiss. Aber Mario habe ich aber nie wirklich gross gespielt, muss ich zugeben. Das Einzige ist irgendwie bei der ganz, ganz früheren Mal, meine Mom hatte eine Freundin irgendwie am Bodensee und die hatte ein Kind und die haben immer Super Mario, wie hat das geheißen? Das, wo du im Schloss bist. Nein, wo du im Schloss bist, wo du so durch Bilder kannst, also in Bilder kannst reingumpen. Ist das nicht das erste World? Ja, das kann gut sein. Irgend so etwas. Eben, wo du in verschiedene Welten rein kannst gumpen, durch Bilder durch. Das habe ich noch witzig gefunden, aber that's it. Ich habe das einfach so von der gehört. Also 64 ist es, glaube ich. Super Mario 64. Ja. 64, ja. Genau, also so der Original irgendwie. Aber es hat mich nie so wirklich gecatcht. Ich glaube, mir hat das so ein bisschen die Story gefällt. Ich weiss, was das ist. Das mit dem Ball, wo ein Hund ist. Also der Hundball war, oder? An dieser Leine, wo die hat vorkommen. Ja, genau. Genau. Egal, auf jeden Fall, Mario vs. Donkey Kong, da ist jetzt das Remake rausgekommen, letzten Freitag.
Und zwar hat das über 130 Levels. Oh. Gell? Habe ich auch gedacht, so über 130 Levels. Aber sie sind Sie sind auch sehr klein, kurz. oder? Ja, Ja, das ist das. ja, das ist klar. Mario vs. Donkey Kong sind sehr, sehr, sehr kurze Jump'n'Run-Levels. Und das Ding ist, es ist schon Jump'n'Run, das muss man schon sagen, aber es ist hauptsächlich sind es so Rätsel-Jump'n'Run-Level. Mhm. Also du Mhm. musst vor allem Rätsel lösen. Du musst ein bisschen die Hirnschmalz schmieren, hätte ich fast gesagt. Okay. Also die ersten paar Level sollten sehr einfach sein, klar. Man muss irgendwie einen Einstieg finden. Aber gegen Schluss Mhm. werden sie anscheinend, also je weiter du kommst, desto schwieriger werden sie. Und du hast also so ein paar verschiedene Mechaniken, wie zum Beispiel Zeitdruck. Also du musst es innerhalb von einer gewissen Zeit musst du das Level machen. Du hast auch nur ein Leben. Und manchmal ist es wirklich so, also Mario ist das One-Hit-Wonder. Der wird einmal getroffen und dann stirbt er und dann musst du das Level von vorne anfangen. Gut, wenn natürlich die Levels eher kürzer sind, dann geht es natürlich noch so. Dann ist es nicht so tragisch, wenn du nicht musst, also wenn du nicht so ein ewig langes Level musst wiederholen. Du kannst aber tatsächlich einen Casual Style, also so einen entspannten Modus kannst du wählen. Und wenn du den aussuchst, dann hast du keinen Zeitdruck, dann hast du mehrere Leben, ich glaube so viel, wie du so kleine Mario-Figürchen eingesammelt hast, hast du zusätzliche Leben, oder glaube 5, bin mir nicht ganz sicher. Und was es zum Beispiel auch gibt, ist ein Local Co-op mit dem Toad. Ja, du kannst das zweite spielen und Okay. der zweite Spieler ist dann der Toad. Das Ding, das Ziel von jedem Level ist, einen Schlüssel zu finden, also zu suchen und also zum Schloss zur Tür zu bringen. Und wenn der Toad mitspielt, dann hat es auch 2 Schlüssel. Okay. Ja. Okay. Und ich sage gerade auch, also ich würde sagen, das sieht ein bisschen aus, als hätte der Schlüssel nachher auch, also eben hat es einen Zeitablauf, den es Ja. würde geben, wenn der Schlüssel mal liegt. Das ist das, was du Mensch ausschalten kann. Da hat man keinen Zeitdruck im einfachen Genau, du Modus. kannst den Zeitdruck ausschalten, du hast auch dann mehrere Leben. Also, sonst ist wirklich, wenn du gekittet wirst, bist du tot, du musst von vorne anfangen. Also eben, wenn die Level kurz sind, ist es ja noch okay, aber ja. Es hat noch so witzige Sachen drin, wie dass du zum Beispiel im Handstand kannst laufen. Das bewahrt dich davon, dass du keinen Schaden nimmst von Gegenständen, die von oben runterfallen, zum Beispiel. Okay. Ja, also sozusagen so deine Füße beschützen dich. So in dem Stil. Ja. Ich sehe wie. Ja, und genau, also es geht eigentlich schlussendlich in der Story einfach darum, dass der Donkey Kong so Spielzeugfigürchen geklaut hat und der Mario die halt muss retten. Und die Spielzeugfigürchen, also die Mini-Marios, die muss man einsammeln teilweise in den Levels und dann kommst du dementsprechend so ein bisschen wie Hilfe über. Also die helfen dir dann bei gewissen Sachen in den Levels, was tatsächlich sehr praktisch ist. Yes. Was neu ist im Remake, tatsächlich im Vergleich zur ursprünglichen Variante von 2004, ist, dass es ein paar neue Welten hat. Es hat ein Bonus-Level und es gibt auch einen Bestzeiten-Modus. Und eben, du kannst eben den entspannten Modus einstellen, wenn du möchtest. Finde ich noch gäbig. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich sicher werde nutzen, weil wenn ich etwas wirklich, wirklich richtig hasse in Games, dann ist es Zeitdruck. Ich hasse das. Ja, verstehe ich schon ein bisschen weit, ja. Habe ich schon immer doof gefunden. Habe ich nie verstanden, wieso man das macht, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was ich okay finde, ist bei Renngames. Ja, Weißt aber du, dann was ist ich wie so, meine? ja, Schnell eine Runde logisch. musst machen. Ja, aber dann ist ja wie so, ich meine, das ist ja im echten Leben näher, wieso, dass dann der auf die Zeit fahrst, oder? Also, eben. Aber bei Games oder Spielen, wo halt das nicht wie irgendwie natürlich ist und dann tun sie noch so den künstlichen Zeitdruck erzeugen, das finde ich einfach doof. Ja, ich weiß es, der Mensch. Also doof. Es ist einfach nicht meins. Ich persönlich habe es nicht gerne. Ich feiere es nicht. Ja. Aber gut kann man es ausstellen. Ja, völlig. Ich finde es wirklich richtig gut. Und aber es hat so Color Switches, wo du je nachdem Blöcke kannst aktivieren oder deaktivieren.
Und ja, was kann man noch sagen? Ich glaube, es ist recht vielfältig, recht abwechslungsreich. Hat aber gleich Mhm. immer wieder so ein bisschen die gleichen Elemente natürlich drin. Ich meine, ja, es sind kurze Level und es ist auch nicht sehr langwierig. Also, gerade dadurch, dass natürlich die Levels so kurz sind, kommt man auch schnell auch weit. Und tatsächlich ist es auch so, dass man, wenn man das Spiel zackig durchspielt, gerade mal 10 Stunden spielt. Ah, krass. Ja, 10. wirklich, Ja, wirklich das ist kurz. nicht so Ja. viel. Ja. Mhm. Und wer sich nicht ganz sicher ist, wegen dem Game, so, hey, ist das jetzt etwas für mich oder nicht, der kann sich also auch eine Demo kaufen, abladen. Ja. Ich würde sagen, Ja, Demo es tut ein kaufen. bisschen mehr nach Ubisoft als nach Nintendo. Genau, nein. Man kann eine Demo anspielen. Die kann man natürlich so wie immer bei allen Nintendo-Demos kann man die im Shop abladen gratis. Und Mhm. ja, da kann man da mal reinguckseln, ob das etwas ist oder nicht. Und wenn es etwas für euch ist, dann könnt ihr es sonst auch dann bei uns im Shop auf brack.ch kaufen. Wir haben es nämlich auch. Wir haben so, genau. Wir haben es auch. Genau. Ja, das Yes. ist doch, das klingt doch nach einem richtig coolen Mhm. Fangame für mich, auch mit jemandem zusammen zu spielen. Mhm. Ähm, Finde es cool, sicher ein cooler neuer Titel, also sicher ein cooler recycelter Titel, aber halt gut neu gemacht, cool umgesetzt wieder. Voll. Ähm, und aber wie gesagt, man kann es mit Kollegen spielen, das finde ich immer sehr wichtig. Mhm. Was man auch mit Kollegen kann spielen, ist ein Game, wo jetzt gerade in der ganzen Gaming-Welt ein bisschen für Furore gesorgt hat, Steffi. Und zwar Wieso ist das Furore? Helldivers 2. Aha. Mhm. Aha. Und wieso für Weißt Furore? du, Das ist, Helldivers, ich kenne, also zwei, hast du gesagt, das heisst, es gibt schon eins. Das Game an ja. sich sagt mir nichts, aber es tönt für mich nach Action-Shooter. Ja, das ist es. Also, Gut. ja, das ist es auf jeden Fall. Helldivers, das heisst auch so, Helldived. Also, in dem Sinn nicht Doom-mässig in die Hölle rein und dann dort Dämonen muss besiegen und so, sondern es ist wirklich halt verschiedene Planeten. Man ist ein Team von, ja, ich würde mal sagen, man kann es ein bisschen vergleichen mit so den Master Chiefs aus Halo. Ein Team von Soldaten, die müssen Planeten von Aliens befreien. Also es ist so ein bisschen, man kennt es ja, es gibt mehrere so Games, die ein bisschen in die Richtung gehen. Ich würde sagen, ein Gears of War oder andere Spiele wie zum Beispiel Outsiders, hat es geheißen. Outsiders, ich glaube. Outriders, meine ich. Genau, Ah, Outriders Outriders, ist ja. schon Hey, das ähnlich habe ich gewesen, sogar genau. auch angespielt. Genau, Outriders. Ich glaube, Outriders ist das, wo man am besten auch ein bisschen kann. Also, es geht am besten ein bisschen in die Richtung von Helldivers. Okay. Das Ding ist aber, Helldivers hat ganz anders angefangen. Nämlich das Ace, das habe ich schon auf der PS4 gespielt. Und das habe ich mir dann gekauft, weil ich bin so jemand, der PS4 hat, wenn du irgendwie Leute hast eingeladen zum Nacht oder wir haben Boardgame runtergehauen oder so. Und dann hat man gefunden, hey, komm, jetzt zocken wir noch ein bisschen eine Runde. Und dann hast du wie Games wollen, wo du zusammen kannst spielen, oder? Wo jedem Mhm, kannst einen Controller klar. geben und nachher spielt man zusammen Ah, etwas. und wie du vorher gesagt hast, bist du natürlich weniger der Nintendo-Typ gewesen. Also jetzt bei euch nicht Mario Kart oder Mario Party oder so gegeben, Genau, bei sondern uns hat's Helldivers, alles klar. und genau. Mario Kart hat, bei uns ist es Sonic Racing gsi, Mhm. was es gegeben hat, aber es ist sehr nah an Mario Kart. Auf jeden Fall habe ich dann immer geschaut für Games, die cool sind zum Zusammenspielen und das Helldivers ist so eins gsi, wo ich eigentlich per Zufall entdeckt habe im PS Store und das ist dann noch Top-Down gsi. Oh. Also das heisst, man hat von oben runter gespielt, die Figuren waren klein gewesen, und man hat einfach zusammen im Team gegen Aliens gekämpft. Die sind ja immer grösser geworden und immer mühsamer zum Besiegen. Was aber an diesem Game schon dann lustig war, es hat Friendly Fire gegeben, oder? Und es gibt viele so Waffen, die nicht nur schießen oder eben Raketen abführen, es gibt auch so Laserstrahler und man kann auch eigene Geschütze aufstellen, etc. Und das Friendly Fire macht das Ganze halt schon recht lustig. Also für viele Leute natürlich auch nervig, aber es macht es sehr lustig, weil wenn man dann eben so einen Laserstrahler hat oder so, dann kann es ja mal sein, dass man abrutscht und einfach gleich den Kollegen wegfetzt. Und das
passiert halt nachher öfters, dass man, Ich kenne das sehr gut. dass man auf seine Kollegen schießt. Und ich kann mich erinnern, es war damals so gewesen, auch im Ace, dass man mit dem Stick hat geschossen. Also du hast von dem Hä? Top-Down hast du müssen, weißt du, kannst ja den Stick reindrücken. Du kannst ja so, Ja. wenn du zum Beispiel rennst, oder? Mhm. Und ich kann mich erinnern, beim Ace war es so gewesen, dass wenn du den Stick hast reingedrückt, hast du quasi geschossen und dann in die Richtung gedreht, wo du schon schießen. Und das hat es Ah. natürlich noch unkontrollierbarer gemacht. Also du bist Weil- da gleichzeitig gesäckelt und hast geschossen? Nein, du mit dem einen bist du gesäckelt Aha, so, okay. und dem anderen hast du geschossen. Ah. Und weil das halt so round geht, Oh, also weil das halt so wow. rund ist, oder? Dann verziehst du natürlich noch viel schneller. Aha. Und dass du mal dein Da triffst ganze du Team oftmals killst. schnell die Kollegen. Genau, anstatt dass du dein ganze Team killst, anstatt der Gegner, das passiert wirklich recht schnell. Mhm, Und ich sehe jetzt im Helldivers 2 ist es so, das hat so einen massiven Erfolg, weil die Leute glauben, also viele haben auch das Ace auch gespielt und haben wie gefunden, hey, die haben das Upgrade gemacht, weil es ist ja jetzt nicht mehr Top-Down, Mhm. sondern es ist Third Person. Es ist grafisch sehr ansprechend. Das ist Also auch, Grafik also sieht das, der Hammer aus, das muss man das schon ist sagen. Unreal Engine 5, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist halt immer noch genau das gleiche Spielprinzip. Also du kämpfst gegen Aliens, du probierst zusammen zu überleben, du stirbst mega oft, es kann alles explodieren, es Geil. kann dich alles killen und eben auch deine eigenen Teammates können dir vielleicht per Zufall oder nicht eine Granate anschießen und du fliegst. Der Traum. Sobald der letzte vom Team gestorben ist, ist Game Over. Das heisst, irgendjemand muss echt immer am Leben bleiben. Auch beim Ace war es auch schon so gewesen. Das heisst, einer Last Man Standing muss sein, dass du wieder kannst joinen, oder? Und sonst hast du verloren, oder was passiert Und sonst musst du neu anfangen, ja. Ah, okay. Also die Mission, genau. Ja. Und ich finde, wie sie es umgesetzt haben, ist mega cool. Es sieht mega cool aus und es klingt auch, als würde es mega Spass machen, das zusammen zu spielen. Mhm. Ich bin aber noch auf mehr News gestoßen, wo ich ein bisschen nachgeforscht habe. Und ich kann es jetzt so zugeben, ich und meine Jungs reden seit 2 Wochen davon, dass wir es spielen zusammen. Und haben uns die verschiedensten Reviews angelassen, auch ein bisschen von Leuten, die wir kennen, die schon gespielt haben. Und das ist so ein bisschen durchwachsen auch, weil jemand sagt auch, ja, es ist viel zu einfach und nachher, wenn es so ein bisschen schwieriger wird, tun sie mega recyceln von den Gegnern und wenn ich etwas halt nicht kann, dann ist das Recycling, oder? Wenn das Zeug auf einmal immer wieder gleich aussieht, vielleicht ein bisschen andere Farbe oder es ist ein bisschen stärker oder was auch immer, aber Recycling feiere ich eigentlich gar nicht. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es mega lustig ist. Es hat auch eine richtig gute Metacritic bekommen, also es hat auf IGN eine richtig gute Kritik. Ich glaube, die hat Note 9 gegeben. Oha. Amazing. Und es ist Amazing. tatsächlich so gewesen, es ist ja tatsächlich so gewesen, dass es, was ist rausgekommen, hat es schnell auf Steam peaked. Also es ist Sony Game, wo bei einem PC-Release so viele gleichzeitige Spieler hatte, hat es noch nie gegeben. Also das letzte Mal bei God of War und das ist, also es hat God of War abgelöst. Das heisst, es hat 200'000 gleichzeitige Spieler gehabt auf Steam bei Wow. Release. Und was noch viel schöner ist und noch viel cooler ist, es macht Anstalten, ohne dass irgendwie die Idee war, den Konsolenkrieg zu beenden. Und zwar ist es so, dass Vorübergehend. vermehrt Xbox-Spieler darüber granted haben, dass das nicht auf Xbox erscheint, weil es ein Sony Exklusivtitel ist wieder mal, oder? Mhm. Und dann haben PS5-Spieler anfangen tweeten und anfangen darauf reagieren und sagen, ja, gebt den Xbox-Spielern bitte auch Zugriff, wir brauchen Hilfe gegen die Aliens und Roboter, wir müssen zusammen kämpfen. Und Okay, es hat das immer ist mehr so sehr geil. Posts gegeben und das ist wirklich mega cool, weil es hat so alle anfangen vereinen und sie haben irgendwie alle gesagt, hey, bitte, unsere Xbox-Freunde müssen auch können Helldivers 2 spielen, wir brauchen sie. Und das ist eine mega, mega schöne Message, was es mit sich gebracht hat, das Game. Voll. Das ist echt schön. Hey. Und es hat hier wirklich, also es hat hier zum Beispiel, ich kann euch da mal 2 Comments vorlesen, zum Beispiel der Mischief, der schreibt zum ersten Mal vor der PlayStation und Xbox-Spieler unisono der Release von einem Exklusivspiel auf der konkurrierenden Plattform Helldivers 2
hat der Konsolenkrieg vorläufig beendet. Demokratie ist wundervoll. Und Okay. der Kevin schreibt, bin ich gesehen, battlen PlayStation-Spieler darum, dass Xbox-Spieler Helldivers 2 spielen dürfen, weil sie Verstärkung gegen die Roboter brauchen. Es ist einfach, es ist mega sympathisch. Ja. Und ja, also für mich abschließend sagen, ich glaube, ein Game, das man sich wirklich anschauen kann, wenn man gerne mit Leuten zusammenspielt, wenn man gerne im Team failt oder gewinnt. Es hat einen Spaßfaktor, der ist sicher sehr hoch, weil alles explodiert, weil alles kann kaputt gehen, weil man selber wirklich auch mega viel kann sterben kann. Frustfaktor garantiert, aber Spaßfaktor glaube ich noch viel höher. Ich glaube vor Darum, allem eben mit dem sich gegenseitig über den Haufen schießen. Das kann eben schon Ja, lustig sein. natürlich. Ja. Und Vor ja, allem, von dem her vor allem Helldivers 2. wenn das Schießen auch so unkontrolliert ist wie beim ersten Teil. Ja, also sie werden sicher, ich glaube, das haben sie schon drinnen gelassen, dass es eben auch einfach, und es gibt dann auch halt die Kandidaten, wo du schon genau weißt, auch mit dem, wenn ich das mit dem spiele, dann stirbe ich mehr als Ich zum irgendetwas Beispiel. anderes. Ja. Also, Das kannst hast du mir jetzt gekillt. Kann sein. Nein, ich würde sagen, ja. Das bin ich gewesen. Ich würde stehen dazu stehen. Also, Du hast daneben geschossen, dann habe ich halt dir geschossen. Genau. Nein, also das muss ich wirklich sagen, das hat es bei mir schon mehrmals gegeben. Immer wenn ich irgendwie ein Spiel haben müssen spielen, also so an LAN-Partys oder sonst irgendetwas, wo Friendly Fire drin hatte. Also ich habe aber, glaube ich, mehr meine eigenen Kollegen abgeschossen als die Gegner. Ja, Aber das das kann ich mir so Ding gut ist, vorstellen. und das macht es ja eigentlich so peinlich, ich habe es ja nicht mal absichtlich gemacht. Ja, Ich war aber einfach schlecht gewesen. I can relate, alles gut. I can relate. Gut, bin I ich can froh. relate. Ja. Und eben in Naja. diesem Spiel ist es ja wirklich auch vorprogrammiert, also ist einfach so. Genau, Ein bisschen das wär's. Spaß muss sein. Helldivers 2, genau. Genau. Schaut es noch an, richtig cooles Game, haben wir auch im Shop. Mhm. Besorgt nachs, sitzt mit euren Liebsten zusammen am Wochenende. Durch Und, Friends and Buddies. genau, und grindet mal ein bisschen eine Runde rein. Nice. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und lustiges Spiel sein. Ich schaue mir es auf jeden Fall auch noch an und gebe euch dann Bescheid das nächste Mal, wenn wir einen Podcast haben, wie das sich gespielt hat. Steffi, sind wir schon beim Crit jetzt? Hä? Nein, wir sind noch nicht beim Crit. Nein, stimmt. Entschuldigung. Halt zuerst, Entschuldigung. bevor wir ins Crit gehen, Nico, müssen wir ein Mysterium Ja, lösen. das Ganze steht Was nämlich seit- unter einem ganz speziellen Mond, gell? Was seit 23 Jahren existiert. Seit 23 Jahren. Das ist ja fast so alt, wie ich bin. Krass. Noch nicht ganz. Aber mach dich nicht jünger als du bist. Nicht. Nein, also, es ja, da geht. zwei Zahlen vertauscht. Es geht um ein Easter Egg in GTA 3. Das hat richtig gehört, GTA 3. Also ich meine, GTA 3 ist ja sowieso bekannt für ihre Easter Eggs. Wir haben ja zum Beispiel Bigfoot in GTA 5. Es ist wortwörtlich schlagende Herz von Liberty City in GTA 4. Zombie-Labor in GTA San Andreas. Und eben der Mond in GTA 3. Das Der Ding Mond, ist, ja. ja, der Mond. Das Ding ist, wenn man als Scharfschütze auf den Mond geschossen hat die Grösse verändert. Das ist ein grösser Wort. Also klein, mittelgross. Es hat die Grösse geändert. Ich meine, also eigentlich denkst du so, Schon wie speziell. random ist das? Das ist speziell, ja. Ja. Und Also jetzt, ein Bug oder extra? Oder Extra! Was? Jetzt also, extra? ja. Es ist kein Bug, es ist gewollt so. Okay. Aber jetzt musst du hören. Also, der Oberwermey war technischer Direktor von 1995 bis 2009. Und er hat dort natürlich ordentlich mitgearbeitet. Er war sehr, sehr involviert bei GTA 3. Und er ist der Urheber von diesem Mond. Von diesem grösser verändernden Mond. Okay. Er hat den nämlich einprogrammiert. Aber nicht gewollt. Es ist Aber doch ein Bug in dem Nein, Fall. eben nicht. Es ist gewollt, aber es ist nicht gewollt, dass es im Endgame ist. Also, lass zu. Okay, ja. Also, folgendermaßen: Er hat einen Tweet gemacht, also einen Post auf X gemacht. Twitter gibt es ja nicht mehr.
Und zwar haben die Künstler ihm damals eine Textur gegeben für einen Mond, zum Einbauen. Der hat das also gemacht, hat den Mond an dem Himmel eingebaut, sichergestellt, dass er halt nachts sichtbar ist und halt eine angemessene Grösse hat. Ein paar Tage später sind so 4 von diesen Künstlern an seinem Pult gestanden und haben so gefunden, so, hey, kannst du bitte die Grösse vom Mond ändern? Er natürlich so, ja, easy, kein Problem. Und hat es gemacht. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die 4 Künstler sich nicht einig wurden, wie gross der Mond soll sein. Also es war eine Diskussion. Okay, ja. Ja, 2 von ihnen wollten ein bisschen kleiner wollen, damit es ein bisschen realistischer wird. Die anderen haben gefunden, sie sollen grösser sein, damit es ein bisschen filmischer ist, das Ganze, ein bisschen more cinematic-mässig, so weisst. Klar. Und die haben ewig hin und her diskutiert, wie gross jetzt der scheiß Mond soll sein, weißt? Wow, ja, das ist das Problem. Ja. Und dann hat er halt auch gefunden, schaut die Leute, ich programmiere das so, wenn ihr darauf schiesst, dann verändert ihr die Grösse. Jetzt könnt ihr schauen, was euch besser passt und entscheiden. Und dann kommt ihr wieder zu mir und dann passe ich das an. Jetzt ist das aber vergessen gegangen. Also der Disput hat sich nie gelöst und es ist vergessen gegangen. Und die Grösse ist einfach näher mit ins Spiel San Andreas gekommen. Ja, also mit dieser Grössenveränderung. Finde ich sehr witzig. Wie spannend. Also es ist spannend. Nicht einmal ein beabsichtigtes Easter Egg. So witzig. Fair. Ja, fair. Ja. Cool. Ja. Richtig cool. Ich finde es lustig. Vor allem, wenn man so herausfindet, so nach 23 Jahren, dass so ein Easter Egg, wo man wahrscheinlich mega lang darüber diskutiert hat, warum ist das so, was ist der Sinn dahinter, wow, krass und so. Und, wie kommt man drauf, wie random? Und es ist einfach Zufall. Beziehungsweise halt, ja, shit happens eigentlich eher. Ja. Richtig spannend. Also, aber das kann einfach jedem passieren. Ja. So Zeug. Also, und das Ding ist, und darum habe ich so ins Buff genommen, ich finde es einfach so geil, dass so Sachen geben so einen kleinen Einblick in so eine Spielentwicklung irgendwie. Finde ich auch cool. Oh. Ja. Oh. Und ich habe gefunden, das muss ich unbedingt mit da reinnehmen. Das kann sicher den einen oder anderen noch interessieren. Also ich finde es sehr spannend und merci, bist du dem nachgegangen. Jetzt weiss ich und jetzt kann ich mit dem bluffen in meinen Easter Egg Meetings, die ich aber habe, einmal in der Woche. Gell. Ja. Die Weekly Easter Egg Meetings, ja. Ja. Die anonymen Easter Egg Genau. Meetings, ja. So, also, das wär's gewesen. Jetzt kommen wir zum Quadruple A Spiel. Quadruple. Gut, genau. Jetzt ist es so, wir stechen gerade mit dem stechen in See. Mit dem Schiff in See, genau. Weil wir sind ja echte Piraten, oder Steffi? Es ist so... Manchmal schon ein bisschen. Es ist so, dass... dass Skull and Bones ja nicht unter dem besten Stern steht, seit es mehrmals verschoben ist worden. Jetzt endlich ist es rausgekommen. Und der Chefentwickler, also der Ubisoft-Chef, hat den Preis. Der Gilmo, Mensch. 70, ja, genau. Der Preis von 70 €. Also, jetzt geht es mal hier von 70 € aus. Bei uns ist es. Jetzt geht schnell schauen, was das bei uns etwa kostet. Ich meine, es sind 60 €, aber dann habe ich vielleicht falsch geschaut. Ich glaube, es sind 70. Ja, dann geht schnell schauen. Also, bei uns sind es sogar 80 Franken. Also, okay, jetzt auch bei uns im Shop. Genau. Ja. Ist ein stolzer Preis für ein Game. Ist aber nicht überraschend für Ubisoft, sind wir ehrlich. Es ist so, dass der Chef von Ubisoft hat tatsächlich gesagt, hey, das Game ist so gut und so gross und hat so viel Inhalt und macht so viel gut, das darf so viel kosten. Und außerdem ist es nicht ein AAA-Titel, sondern ein Quadruple A-Titel. Also 4 A, nicht 3 A's, sondern 4 A's. Dass er sich mit dem nicht viele Freunde gemacht hat, muss ich auch nicht erzählen. Ich finde es vor allem an sich schon so ein bisschen fragwürdig, weil klar, es war 10 Jahre in Entwicklung und hat sicher massenhaft an Budget vernichtet, wo es so lange in Entwicklung war und musste verschoben werden. Aber normalerweise ist ja so, AAA-Titel
Also die 3 A's stehen ja eigentlich wieder für, wie viel Geld ist in das Game und ins Marketing geflossen. Ja. Für das steht eigentlich das A. Genau. Oder die Genau. 3 A's, ja. Genau. Also Genau. Quadruple sagt eigentlich gar nichts über die Grösse oder eigentlich auch die auch nicht Qualität vom Game. über die aus, sind wir Qualität. Ich glaube, ehrlich, das ja. wäre der wichtige Punkt, oder? Ja. Dass man wie könnte sagen, ja, wo es Quadruple A ist es jetzt qualitativ mega gut, aber Ja. nein. Weil das würde ja, also Quadruple heisst für mich wie so, hey, das ist wirklich Next Gen krass. Genau. Inhaltlich, storytechnisch mega innovativ, Genau. grösser als alles, was du jemals gesehen hast, was nicht möglich ist, weil da gibt es immer noch No Man's Sky. Aber ja, reden wir mal nicht davon. genau. Also, was einfach der Punkt auch bei dieser ganzen Diskussion ist, es ist so ein bisschen wie. Also klar, das Game ist jetzt sehr viel in Frage gestellt worden, man hat es hingefragt, man hat gesagt, warum muss man so viel verschieben, wird es da überhaupt so gut sein, jetzt ist es draussen. Und das ist schon, nur man muss verteidigen, ist ja schon der erste Punkt, dass es auch der ein oder andere Flaw wird haben, oder? Und wenn du natürlich nachher etwas, wo jeder sieht und jeder weiss, dass es halt nicht perfekt ist und du halt auch noch für eine Firma schaffst, wo so viel schon in Frage gestellt ist worden und wo viel schon so ein bisschen in der Kritik ist gestanden, weil sie mega, wie soll ich sagen, profitorientiert auch arbeiten und der Konsum überall merkst. Gut, aber profitorientiert. Erstens mal ist wichtig, ja, verstehe mich nicht falsch. Es ist ein Unternehmen. Genau. Wenn ein Unternehmen nicht profitorganisiert arbeitet, dann ist es kein Unternehmen, dann ist es eine Wohltätigkeitsfirma. Aber du weißt, was ich meine. Also es so, ist auf jeden Fall... Genau, und es ist halt an jedem Ecke und überall in einem Ubisoft-Game zu erkennen, dass sie den Zusatzinhalt verkaufen wollen. Und meistens halt für Zusatzgeld. Das ist aber nicht bei jedem Game so im Fall. Also ganz ehrlich, da muss ich jetzt schnell Ubisoft in Schutz nehmen. Okay, let's go. Ja. Also ich habe schon diverse... Ja, nein, ich will es einfach schnell sagen, ich habe auch schon... Also ich habe Ubisoft-Titel eigentlich sehr gerne. Ich finde... also, I don't know, jetzt die letzten 2, die ich gespielt habe, die waren der Hammer gewesen. Ja, sie sind einfach nicht so bekannt, aber ich meine... Sag schnell die letzten 2 Ubisoft-Titel, die du gespielt hast. Immortals Phoenix Rising und Prince of Persia. Okay. Also Prince of Persia stimme ich dazu. Und Immortals Phoenix Rising hast du selber nicht gespielt, darum kannst du es nicht sagen. Und glaub mir, es ist fantastisch gewesen. Ich habe es fast 2-mal durchgespielt. Es ist hure geil. Exactly. Also, grosse Welt, sehr viel Spielzeit. Ich habe glaube 130 Stunden gespielt, bis ich die Story fertig hatte. Hammer. Genau. Also man kann natürlich dort nicht verallgemeinern. Was ich aber gesagt, oder was ich halt mit dem sagen, ich meine, mit dem habe ich jetzt nicht gesagt, jedes Ubisoft-Game ist schlecht, sondern ich habe einfach gesagt, sie haben den Ruf, halt so zu sein und so zu wirken. Und aber den Ruf machen meistens wütende Gnomen, hätte ich fast gesagt. Ja, natürlich, Steffi, aber im Endeffekt ist es das, wo ist es leider they rule the Internet, weißt du, was ich meine? Also im Endeffekt ist es halt die am lautesten sind. Ja, aber ich bin gleich der Meinung, nur weil es laut ist, ist es nicht wahr. Also muss es nicht per se wahr sein. Und das darf man ruhig ein bisschen auch hinterfragen, ob das für einen so stimmt. Und für mich stimmt es nicht so. Ja. Und ich meine, sorry, aber einem Unternehmen Profitgier, sage ich jetzt mal, unterstellen, einfach weil es einen Preis verlangt für ein Game, ist halt so, ja, sorry. Also... Nein, alles gut, aber ein Preis für ein Game, genau, was erwartest du von etwas, wo du ein bisschen mehr Geld ausgibst? Sagen wir jetzt, du zahlst 80 Stutz für ein Game, das du dir kaufst. Was sind deine Erwartungen an ein Game, wo du 80 Stutz dafür ausgibst? Bist du einfach so... Ja, das ist etwas anderes. Ich finde, das, was ich bisher... Ich kann es nicht beurteilen, wo ich es selber noch nicht angespielt habe. Ich habe nicht Beta gespielt, ich habe mich auch nicht gross damit auseinandergesetzt mit dem Game. Aber für ein Game, das 80 Stutz kostet, erwarte ich mindestens, ich sage jetzt 150 Stunden Playzeit, Playtime. Und irgendwie eine geile Story, ein bisschen Liebe zum Detail, coole Grafik. Ein Game, wo ich mich wirklich ordentlich damit auseinandersetzen kann und etwas auch Spass macht. Ja. Nice. Ich sehe es genauso. Ich finde auch, wenn ich 80 Stutz für ein Game ausgebe, und ich glaube, das ist das letzte Mal, wo ich so viel gezahlt habe, das ist wirklich lang her, das ist Battlefield 2042 gewesen. Und du weißt ja, wie das Game richtig reingefeilt ist. Ja. Oder? Ja. Und so dumm wie es tönt, aber
man hat in letzter Zeit eigentlich auch die Erfahrung gemacht, wenn man viel zahlt für ein Game, ist es meistens gar nicht so gut. Und Mhm. bei diesem Game ist es halt auch ein bisschen so, äh, natürlich 2142, nicht 2042, ich korrigiere mich selber. Beim Battlefield meine ich, ja, der Game-Name falsch im Kopf gehabt. Auf jeden Fall ist es so, dass ich, als ich das gesehen habe und Skull and Bones den Preis habe gesehen und mir einfach so überlegt habe, hey, ist das dann wieder so ein Titel, wo ich so viel Geld ausgebe und irgendwie am nächsten Tag möchte ich ihn wieder refunden? Da habe ich doch schon, mein Bauchgefühl hat doch schon gesagt, es könnte Oh, ist genauso es nicht sein. bei Und nachher, Forsaken so gewesen? ja, Das hat Forsaken doch, ist es auch so das gewesen, hat doch ja, auch genau, irgendwie genau. 70 oder 80 Stutz Mhm, mhm, gekostet. mhm, Oh. Aber es ist nicht ja, von Ubisoft, das muss man an dieser Stelle auch noch schnell sagen. das Aber stimmt. das ist genau, das ist nach der Hype auch so mega gross gewesen und dann ist das Game richtig schlecht gesehen. Exactly. Ja. Und ich habe dir jetzt hier, was ich jetzt gemacht habe, Steffi, ich bin jetzt Ja. ein bisschen noch nachforschen Mhm. und habe mir ein paar Reviews, kürzliche Reviews rausgeschrieben. Mhm. Einfach auch ein bisschen zum Schauen, was sagen die User, die es jetzt schon gespielt haben, seit es draussen ist. Und Mhm. draussen ist es ja seit letzter Woche. Seit dem Freitag, glaubst Genau, du? seit dem Ja. Freitag. Ja. Und ich habe jetzt da zum Beispiel 16. Reviews bekommen, wie ja, gutes Spiel, wenn man Segeln, Grinden, Geschichte und so weiter macht, kann man sich das sicher im Sale holen. 70 € oder eben 80 Stutz wäre es Mhm. für mich nicht wert. Zu sagen, dass es ein Quadruple-A-Spiel ist, wenn man noch nicht mal wenn noch nicht mal der Chat zum Release funktioniert, ist eine Frechheit. Hat Mhm. jemand geschrieben. Okay. Dann, jemand hat geschrieben, nach Switcher. 70 Stunden plus muss ich sagen, es macht Spaß. Bis dahin schippen auf seinem Schiff, ja, umschippen mit dem Schiff, das kann etwas. Und die Schlachten sind ganz okay. Also, das ist jetzt eher eine positive Review. Ist aber tatsächlich sind weniger als die schlechten. Also, es hat viele auch Reviews mit nur einem Stern. Ähm, die negativen, das ist eine andere Review, die negativen Aspekte von Skull and Bones überwiegen für mich leider deutlich. Obwohl die Grafik von mehr beeindruckend ist, kann das Spiel inhaltlich nichts bieten. Es fühlt sich an wie eine endlose Zeitverschwendung, das Fortschrittssystem ist frustrierend und fühlt sich eher an wie Arbeitsbelastung als unterhaltsamer Zeitvertrieb. Ui, wow. Ja gut, aber auch da muss man natürlich sagen, es kommt darauf an, mit was für einer Erwartung du natürlich in das Game hineingehst, gell? Genau, genau. Weil Und darum habe ich an dann noch dieser ein bisschen Stelle... weitergegrindet Ja, und so ein okay. bisschen gefunden, hey, Mhm. also ich kann jetzt vielleicht den Dude so empfinden, oder? Mhm. Mhm. Und dann habe ich aber weitere Reviews gefunden, wie zum Beispiel der. Die Story ist am Anfang, die Story fühlt sich am Anfang recht gut an. Ich würde sagen, die ersten 8 bis 10 Stunden in diesem Spiel sind recht unterhaltsam. Sind noch recht unterhaltsam. Und dann kommt das Late Game. Und wie hier schon viel beschrieben haben, fühlt sich das Spiel hier mehr an als nach Arbeit als nach Spielspaß. Ja, aber das hat es noch Und viel, wenn man im Late Game muss grinden. Es ist oft frustrierend und immer das Gleiche und wiederholen. Das haben wir genau, schon das habe ich jetzt halt oft x-fach gelesen. gehabt. Genau, Das das ist habe ich jetzt halt nichts oft gelesen. Neues. Nein, das Ja. muss. Steffi, es geht hier nicht darum, dass es etwas Ja, Neues ja, ja, ist. ja, ja, sag es einfach. Ich wollte damit nur sagen, dass es halt genau das falsch macht, was schon viele Games haben falsch gemacht, Ja, das ist die in die natürlich Richtung schade, gehen. ja. Und das ist mega schade, Das weil Ding ist, es das, hat ja auch keine ja. Kampagne. Also, es hat keine Kampagne, es hat ganz wenig Story. Und eigentlich ist es mehr so ein hol x Sachen von dem, gang x von dem holen, zerstör x von denen. Und ja, und das Ding ist auch, ganz viele Leute gehen halt irgendwie mit der Erwartung dort rein, es ist ein Piratensimulator. Aber es ist kein Piratensimulator. Es ist ein Piratenschiff-Simulator. Es ist nicht wie Sea of Thieves. Es geht ums Schifffahren. Darum, die Map ist ja auch gigantisch gross. Sie ist wirklich riesig. Aber der grösste Teil ist halt Wasser. Der grösste Teil Fair. ist halt einfach Meer. Darum, Fair. ja, ist natürlich, ja, ist man auch so viel eben auf dem Schiff, auf dem Meer unterwegs, oder? Ja. Ja, natürlich, natürlich. Und eben, wie gesagt, man muss den Pirat, man muss dem Ganzen eine Chance geben, wenn man Fan ist von Piraten, weil es ist sicher eines von diesen Games, wo jetzt wieder in die Sparte geht, wo
grosse Piratenfans auf jeden Fall sollten reinschauen und es ausprobieren, weil es gibt nicht so viel von diesen Piraten-Games. Das habe ich schon mal gesagt. Ist einfach so. Aber eben, das ist dann wieder ein aktiver Entscheid, okay, ich will da 80 Stutz ausgeben für das oder ich will es nicht. Mhm. Ich sage jetzt nochmal etwas zur Premium-Version. Es gibt eine Premium-Version. Steffi, weißt du, wie viel kostet die? Nein, aber du sagst, was jetzt da geht. Also die Premium-Edition ist 110 Franken. Okay. Und was hat die mehr drin als die normale Edition? Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber ich meine, man erwartet ja, wenn man schon mehr zahlt, dass da mehr drin ist. Sei es irgendwelche Zusatzskins oder es hat ein irgendwelche Premium-Bonus-Pack drin. Was genau das beinhaltet, ist eine gute Frage. Weil ich muss jetzt gerade ganz ehrlich sagen, ich habe es bei uns auf dem Shop aufgetan. Mhm. Und Wir haben die Version wahrscheinlich gar nicht, oder? Wir haben sie. Haben wir sie? Okay. Ja, wir haben sie. Natürlich haben wir sie. Natürlich haben wir sie. Wenn wir nicht Premium Edition Wir haben sie, aber ich habe noch nicht ganz herausgefunden, was der Unterschied ist zur normalen Version. Okay. Weil das steht bei uns im Shop tatsächlich nicht. Also, außer die habe es nicht gesehen. Kannst du es googeln? Genau. Genau. Das mache ich jetzt gerade. Sorry, wenn es schnell ein bisschen laut ist. Es ist ja so, das ist natürlich jetzt so ein kleiner Hint, da hebt die Hörster, wenn ihr zuschaut. Vielleicht. Ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, ob er da bis dafür kann. Vielleicht der Beschreibung. Also das Ding ist, wenn wir schon bei Skins sind und so, anscheinend hat es ein paar echt coole Skins für das Schiff. Also ich glaube, das heisst, das ist recht viel Vielfalt reingebracht. Oder das Lenkrad kannst du anpassen, individuell. Es hat sehr viele verschiedene Kleider und so. Fair, das stimmt. Ja, es hat... schau jetzt, ich habe es gefunden. Also. Es gibt... okay, es gibt in dem Fall einen Skin, den man bekommen kann, genau. Es gibt zusätzliche Maps, glaube ich, oder Bilder. Ja, ein Artbook, genau. Kannst du so Schatzkarten kommst mehr Genau, über, Schatzkarten, ein Artbook und Anpassungen für dein Schiff, die du sonst nicht würdest bekommen. Also so Galeonsfiguren etc. etc. Also doch noch ein bisschen mehr Skins und so, ja. Ja, natürlich, es gibt sicher ein paar Custom-Sachen, die man dazu bekommt. Ja. Jetzt ist es aber so, dass ich auch wieder eine Review habe gelesen von jemandem, der sich Premium-Editionen geholt hat. Und der sagt folgendes: Für 110 Franken als Premium auf Konsole ist das für mich eine absolute Frechheit. Auch die 80 Franken für die normale Version sind für das, was man bekommt, viel zu viel. Am besten wartet ihr noch, bis es das Ganze mal im Angebot gibt für 20 oder 25 und mehr ist es für mich nicht wert. Also hier auch ganz klar jemand, der sagt, hey, sorry, aber der Preis für das, was er bietet, nicht gerechtfertigt. Und das finde ich halt... Schade, genau. Es ist einfach schade. Also das Ding ist, wir haben die Grundsatzdiskussion, ich glaube schon mal schon 1-2 Mal gehabt oder so in diesem Podcast. Aber ich vergleiche ja Games immer ganz gerne mit Filmen. Wenn du zum Beispiel ins Kino gehst, dann hast du etwa 2 Stunden Unterhaltung für 20 Franken. So Pi mal Daumen, je nachdem, in welches Kino du gehst. Genau. Wenn du sitzt einfach da und lässt dich berieseln. Und bei einem Game hast du interaktive Elemente. Du spielst deutlich länger als 2 Stunden meistens. Vor allem, also wenn man so vergleicht. 2 Stunden für 20 Franken, das ist ja 10 Franken pro Stunde. Und wenn man das jetzt so aufrechnet, wenn ich mir überlege, allein ein Game, wo ich sage jetzt mal, eben 100 Stunden verbracht habe, ich meine, locker. Zelda, easy, Immortals Phoenix Rising, locker. Da verbringe ich locker über 100 Stunden in so Games. Natürlich. Und jetzt rechnet das mal auf, mal 10. Überleg dir das mal. Ja. Das wäre 1000 Stutz pro Game. Also, weißt du, der Wert, der Wert, den mir das Game gibt. Klar, das musst du dann auch noch überlegen, ist dir das wert oder nicht. Aber ganz ehrlich, ich bin so der Meinung, ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass Games jetzt langsam ein bisschen teurer werden, wo sich dann vielleicht die Leute wieder ein bisschen eher überlegen, was da eigentlich dahinter steckt, an Produktion und an Entwicklung hinter so einem Game. Bloß, ich bin so der Meinung, Gamer sind sehr so,
Pile of Shame Hoarder. Also einfach alles, was günstig ist, mitnehmen, alles kaufen, alles möglichst günstig bekommen. Und gleichzeitig spielt man dann aber irgendwie 80% der Games gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie wieder ein bisschen, also wenn die Games teurer werden, dass sie eben dann ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, aufmerksamer und bewusster wieder die Games kaufen. Ja, genau. Also, fair, deine Argumentation wie immer gut. Ich finde es übrigens noch schnell hier am Rande immer wieder spannend mit der Steffi solche Diskussionen, wo sie auch oft mal der Gegenpart einnimmt von dem, was ich sage. Darum Du mache ich bist ja das so gerne mit spannend, ihr. Nico. Genau. Darum mache ich das so gerne hier. Aber ich glaube, du musst, was man da halt auch muss sehen, gell? Die Nachfrage nach einem guten Game ist zwar gross, Mhm. aber das Angebot von Games ist unermesslich, wie viele Games das angeboten werden. Ja. Wie viel das davon gut sind, das ist eine andere Frage. Aber der, der Konsument, der darf hier picky sein. Weil er hat so viel Auswahl. Weißt du, was ich Ja. meine? Und dann kannst du halt nicht kommen und sagen, ja, sorry, du musst jetzt halt 100 Stutz zahlen, weil es ist ein gutes Game. Dann wird dir der Ja, dann Konsument kauft sagen, es ja, halt nicht. Ja, dann ist voilà, es so. voilà. Und dann ist das Problem, dass du die Umsatz, den du errechnet hast oder Nicht geplant hast, unbedingt. halt nicht machst. Nicht unbedingt. Wenn du ein Game hast, das 10 Euro kostet und 100 Leute kaufen das, aber von diesen 100 Leuten spielen es genau mal 10, weil es so günstig ist und wieso denkst du so, ja, ich habe ein teures Spiel gekauft, ich spiele lieber das. Oder? Und 10 Stutz gehst schnell mal aus für ein Game. Mhm. Oder? Oder spielst du es dann nie, sind wir ehrlich. Aber wenn du sagst, du hast ein Game für 100 Euro oder 100 Franken und es kaufen 10 Leute, Mhm. hast du mehr Umsatz. Und die 10 werden es aber auch spielen. Ja, wenn es gut ist. Das Ding ist halt, es gibt Games, die sind gratis rauskommen, wie zum Beispiel. Ja, aber Und- schau, du, hey, ganz ehrlich, die Psychologie der Menschen ist faszinierend. Das ist im Fall wirklich oftmals so. In der Schweiz ist das im Fall extrem. In der Schweiz, wenn du exakt das gleiche Produkt hast, eines günstig, eines teurer, die Schweizer werden tendenziell immer das teurere Produkt kaufen, weil sie der Meinung sind, das günstigere ist billig und qualitativ minderwertig. Und es ist exakt eins zu eins das gleiche Produkt. Und der Mensch tickt tatsächlich so, das ist erwiesen, dass man viel mehr Wert in ein Produkt interpretiert, projiziert, einfach weil es teurer ist. Ist im Fall so. Das ist Fakt. Steffi, das ist. Also, das ist nothing new to me, das weiß ich natürlich. Ja, ich sage es ja nicht, ich erzähle es ja nicht nur dir, ich erzähle es ja grundsätzlich. Ich finde das sehr, sehr, sehr faszinierend. Das ist faszinierend, ja, aber ich glaube auch, dass wir dort, dass es Also dort wie natürlich, einen Umschwung gibt. ja, aber also klar, ich meine, weißt, ich bin auch bei dir und bei allen anderen, die sagen, das rechtfertigt nicht den teuren Preis für ein scheiß Game. Logisch, bin ich auch nicht der Meinung. Ich finde auch, da muss man immer noch... Eigentlich sollte es wie eine Instanz geben, wo unabhängig von den Entwicklungskosten oder einfach also unabhängig vom Entwickler, sagen wir es so, ein Game auf Basis von verschiedenen Aspekten wie beurteilt und sagt, okay, der hat so viele Stunden daran gearbeitet, so viele Entwickler waren beteiligt gewesen, das und das kann es. Und dann gibt es so ein Bewertungskriterium, wie viele Stunden spielst du, also ist die Story, was hat es alles für innovative Mechaniken drinnen oder so. Einfach, dass du so ein Bewertungssystem hast und die unabhängige Instanz macht dann den Preis. Eigentlich müsstest du es so machen und das wäre dann fair und richtig geil. Mhm. Ja, fair. Ja. Aber eben. Ja, Schau, aber ich denke, über das können wir uns wirklich lange unterhalten. Ja, Fakt ist, ja, definitiv. dass es wieder ein bisschen so aussieht, als würde man zu viel zahlen für ein Game, wo man zu wenig Ja, bekommt. schade. Ich bin gespannt, wir schauen es uns mal an, wenn es der Oli, Der unser Troy am spielt, Mittwoch. am genau. Mittwoch. Wird Mhm. spannend, was er dazu sagt. Ja. Und bis dann, ja, verbleiben wir mal mit der sehr spannenden Diskussion, die wir jetzt gehabt haben. Also live on Stream am, was ist das, 21. Februar. Genau.
Live on Stream. Könnt ihr reinschauen. Kann man reinschauen, auf jeden Fall. Ja. Cool, gut. Dann sind wir schon an einem Punkt, wo ich würde sagen, du hast noch Also Nein. ja, Loot Mal haben wir Loot. jetzt. Ja. Loot haben wir noch Jetzt haben wir mehr. noch ein bisschen Gross. Loot. Genau. Loot, Ich habe es am ja. Anfang ja wie schon angeteasert. Das ist etwas für die ganze Family, beziehungsweise eigentlich auch für Freunde. Also so einen gemütlichen Abend mit Kollegen und Bier, hätte ich fast gesagt. Es muss ja nicht immer Bier sein. Kann ja auch Cola sein. Hahnenwasser. Könnt ja trinken, was ihr wollt. Aber da haben wir 2 Sachen, die wir neu im Shop haben. Sie sind gerade noch nicht verfügbar, aber wir haben sie schon im Shop zum Vorbestellen. Und die könnten echt cool sein. Und zwar haben wir einmal so einen Infinity Table, das ist etwa so gross wie so ein Salontisch. Und dort hat es 50 wie so Brettspiele und Aktivitäten einprogrammiert. Das ist wirklich wie ein ultra grosses Tablet, eigentlich kann man sich das vorstellen. Mit 32 Zoll HD Touchscreen. Und da kann man ganz viele verschiedene Games spielen. Das ist eine coole Idee, da kannst du in die Mitte stellen und dann können dort die Leute einfach Spiel drauf spielen. Das finde ich schon recht cool. Voll. Vor allem eben mit bis zu 6 Spielern. Das ist wirklich cool. Inklusive Sound, hä? Also der Style macht ja auch Sound. Das macht Geräusch. So Monopoly und so kann man das so spielen, das wäre echt cool. Ich weiss, ja, Monopoly, Yahtzee, Trivial Pursuit, also Zeug. Nice. Also wirklich Ja. so die klassischen Brettspiele halt, oder? Infinity Table heisst es. Wir versuchen natürlich das auch an der Fantasy zu bekommen, oder? Wir sind da im Moment am Abklären. Genau, und ihr könnt es bei uns an Stand antesten, wenn wir es bekommen. We need it! Weißt du, geil? Ja, Weißt du, lustig? Ja. Also für Stand könnt ihr euch sowieso freuen, wenn das hey, wenn umgesetzt wird. der Stand, wenn wir ihn so herbekommen, wie wir uns das gewünscht haben und konzipiert haben, dann wird der richtig nice. Der wird richtig gut. Freude. Ja, Der wird richtig richtig Freude. gut. Genau, Ich aber freue ja, auf der mich. Infinity Table und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Äquivalent dazu ist das Infinity Game Board. Das ist eigentlich kein Tisch und ein bisschen kleiner. Das ist nur, also ja, wie gesagt, nur 18,5 Zoll OHD Touchscreen, auch 50 Brettspiele und Aktivitäten. Also eigentlich genau das Gleiche wie der Table, aber halt ohne Tischbein. Da kannst du halt einfach auf den Tisch legen. Yes. Ich finde es super cool. Ich muss zwar sagen, im Preis auch ordentlich. Stolz, ja. Stolzer Preis, ja. Stolz. Also da gehen auch Grüße aus an PM. Ja. Gut, Gut, ich glaube, PMs können dort nicht wirklich dagegen machen. Ich habe nichts gesagt, ich habe Gruß gesagt. Hallo, ich habe Gruß gesagt. Ich sage es nur. Ja, ich glaube, also, das sind einfach, wie heissen sie? Arcade One-Up. Ja, ich glaube, zu denen werfen wir ein kleines Schichs. Ja, Grüßli Arcade über. haben wir jetzt auch One-Up im Fall. Also das ist wirklich... Ja, also die Preise sind stolz, das muss man wirklich sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn das ein paar Leute zusammenlegen und man das, und man ordentlich, also wenn man etwa die mal, weißt, wenn man so sagt, hey, einmal im Monat treffen wir uns mit ein paar Kollegen, gibt es so eine Homeparty oder so, dann ist ja das Geld auch schnell wieder drin, gell? Also von dem her. Ja. Hey, auf jeden Fall. Also, eben, ich finde, die Grundidee ist geil. Und wenn es wirklich so gut funktioniert und es eigentlich Brettspiel ersetzt, oder? Ich meine, was ist das Mühsamste bei Brettspiel? Das Aufbauen und das Abbauen? Also, und dass die Teile verloren gehen, weil sie irgendwie unter einem Sofa rumruggeln und dann beim nächsten Mal Staubsaugen machst und weg ist Ja, genau. Ja, genau. Das inklusive in diesem Geräusch. Von dem her ist genau das, was ich meine. Ja. Yes. Genau. Gut, dann wären wir am Schluss. Gut, dann... Ich habe nichts mehr. Merci vielmals für zuzuhören. Wieder mal. Und ich wünsche allen eine entspannte Woche. Voll. Vergesst nicht, am Mittwoch, also diesen Mittwoch, 21. Februar, der Troy streamt am 16.00 Skull and Bones und ich streame am Freitag, das ist der 23. Februar,
Mario vs. Donkey Kong am 14.30 Uhr. Ja, also Let's schaut go. rein. Nice. Unbedingt. Ja gut, Nice. dann würde ich sagen, merci fürs Zuhören. Lasst uns einen Kommentar da, auf jeden Fall. Bye bye ob es euch zusammen. gefällt. Und dann Alles gut. hören wir uns in 2 Wochen wieder zu Buffcrit Loot Episode 71 schon. Oh, krass. Ciao! Ciao.